Im Frühjahr dieses Corona-Jahres war Familie Reiner in Petersdorf bei Aichach komplett im Einsatz. Die Eltern und ihre 7 Kinder waren auch ohne Schule gut beschäftigt, mit Pflanzen und Säen. Es ist heuer der 3. Herbst, in dem die Reiners ihre Bio-Ernte auf dem Gemüseacker einholen. Der Einsatz der vielen Spritzmittel vertrug sich nicht mehr mit ihrem christlichen Weltbild. Außerdem fürchtete Christoph Reiner zunehmend um seine Gesundheit. Er wollte auf Pestizide verzichten. So ein schwieriger Prozess für mich auch gewesen, weil ich es ja so gekonnt habe und auch gemacht habe. Und meine Rechtfertigung war immer, sagen wir, diese Mittel sind alle zugelassen bei uns in unserem Land und damit muss ich mir damit auseinandersetzen, ob das gut ist oder ob das erlaubt ist. Aber ja, es war halt meine Rechtfertigung so. Bauer Reiner ist heilfroh, dass er nicht mehr mit den Ackergiften arbeiten muss. Seine Sorge war aber, ob seine Kunden auch bereit wären, für sein Biogemüse mehr zu bezahlen. Ich denke, manche Kunden ist es natürlich Problem gewesen, weil die Sache jetzt einfach teurer geworden ist. Aber die Rückmeldungen, die wir gekriegt haben, die sind eigentlich alle durchwegs positiv. Auch Bettina Reiner hatte immer mehr Probleme damit, das eigene gespritzte Gemüse auf den Tisch zu bringen. Für ihre Familie ging sie vor der Umstellung im Reformhaus einkaufen. Ihrem Mann wollte sie aber nicht reinreden. Ich habe insgeheim immer schon gehofft, dass das doch auf Bio umstellen will. Und er hat sich schwer getan, er hat viel rumüberlegt, er war viel im Büro gehockt und hat gegrübelt, wie geht das, hat dann also Zeichnungen gemacht, wie das mit den Hackabständen gehen kann und sehen, wie das alles zusammenpassen kann. Und ich habe dann mal so gesagt, wenn du es machen willst, dann musst du es probieren, weil wenn du es nicht magst, dann ärgert es dich halt. Im Frühjahr ist Christoph Reiner wegen Corona gar nicht mehr hinterhergekommen. So gefragt waren seine Produkte. Vor allem seine Kartoffellager waren bald leer. Er hofft, dass sich die Einstellung der Kunden zu regionalen Bioprodukten nachhaltig ändern wird. Für die Umstellung im Kopf ist so eine Krise vielleicht also förderlich, dass sie manchmal mehr überlegt. Aber dann muss man halt bei der Sache bleiben. Das ist vielleicht jetzt das, wo manche vielleicht wieder jetzt zurückgehen. Aber es ist nicht weniger wie vorher. Also, und wir erfahren so beim Kundenkontakt, dass die Leute, die einkaufen, sehr bewusst einkaufen. Die wirtschaftlichen Sorgen vom Anfang haben sich als unbegründet erwiesen. Christoph Reiner wünscht sich aber, dass sich immer mehr Kunden für Bioprodukte entscheiden. Sein Sohn Quirin ist jedenfalls ein überzeugter Nachwuchs-Biobauer. In seinem neuen Gewächshaus kennt er sich schon ganz gut mit alternativem Pflanzenschutz aus. Hier sind die Tomaten, dann sind da noch die Auberginen, also ein paar Tomaten und die Auberginen und die Paprika habe ich selber gezogen und den Basilikum zwischen die Tomaten habe ich auch selber gezogen und der ist dazu da, da sind sie nicht anfällig für manche Krankheiten. Nicht zuletzt hat auch Papst Franziskus Landwirt Reiner darin bestätigt, dass er auf dem richtigen Weg ist. Damals, als wir so überlegt haben, hat der Papst Franziskus ist die Enzyklika Laudato Si rausgekommen, wo es dann um die Sorge um das gemeinsame Haus, das wir alle, also alle Menschen dieser Erde bewohnen. Und da ist es, glaube ich, schon, dieses Haus werden wir unseren Nachkommen wieder übergeben, unsere Kinder. Es steht uns zu, die Erde zu nutzen, die Schöpfung zu kultivieren, aber nicht zu verbrauchen. Diesem Gedanken kommen wir mit Bio näher. Und gleichzeitig produzieren wir Lebensmittel, die für die Menschen eben noch besser sind, Lebensmittel sind. Ja. Liebst, das segne auch, was du uns gibst. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Für Familie Reiner fügt sich seit der Umstellung alles viel besser zusammen. Die Arbeit und ihr christlicher Glaube.